De Vostemester von Göttingen. Wo lange machet wohl er her sein? So ganz genau weet ik het zelf nicht, wanneer dat diese Geschichte passiert is. Was so tigen anno 39, een Neujahr herum, und noch Freuandoge, und de letzte in Nörten was noch nicht opgestaan. Aber Harm Henriks Wallenberg zat all hinderen witgeschuierten Dische op haar Dannenbank und at Warmbeier, und seine Mutter zat ne Tigen over und at ook midden uit haar nämlichen Schüttel. Het was een groten euren nap, und op een bruin glasuurten Ranne stund mit groven gelen Bauchstaven Trink und iss, Gott und die Armen nicht vergiss. Aber wie woll dat de Ölligkrusel, die von hölten Arm unter de Decken an der dünnen Ketten over'n Tisch herunterhänge, graute uitgesteukelt was, dat de Lucht qualme und zwalke, was het doch knappe sau helle, dat wer de Schrift lesen könne, und de baden Herren ook bein Erdende neine Teuton lesen, und im Mund fünn se mir ihren breien hölten Läppels sachte, und aparte Harm Hinnerk, die make den Weg in Nap und von da in den Mund jümmer zweimal, unterdessen dat seine Mutter den Läppel einmal inducke. Kaffee kennt den Nörtenschen wohl all ne Zeit lang, aber Wallenberg Söhne wollen von dünnen Pankrotzwater nix von wetten. Da müssten wat unter de Terne haben, wat se feulen können. Und darum würen ook in Warmbeier-Nappe mehr Plockens ar dünne. Harm Henrik sein Vater was vor n Jahre gestorven, und sind derme spelen hij op m Lütschenhove Hirre und Knechte gleiche. Und seine Mutter, die in der 3 Jahre, die sie op m Rüge herre, nicht ansehen könne, die was früh und moget, und eigentlich herre sie ook dat Kommando, und Harm Henrik leid sich dat gern gefallen. Denn so brüke hij soll sich den Kopf nicht hinterbrechen und Sylven vor allens zu sorgen und opzukommen. Aber de Kuckuck weit, wat den Morgen ploge, aber nix mehr nappe was, lehen hölten Läppel vor sich op'n Tisch und sehr op'n Mal. Mutter, hebben die noch een half Schock Aare mit der an Marketing nehmen? Ich will heute mal naar Stadt. Des Wallenbergsche wusste nicht, wat ze te hören kreich. Se sette de Schüttel, da se all in der Hand herre und wolle midden naar Kürken gaan, wie op'n Tisch und keik ihren Harm graut an. Wo kannst du dich denn denken, dat de Heuner zwischen Weihnachten und Hilgen 3 Könige leget und boven drin bei sauner Külle und de paar Waraare, die wir noch in de Aschen liegen hevet, der müwe Sylven beholen. Und wat wusst du überhaupt in Göttingen daun? Dat wür doch het erste Mal, dat du wat op'n Marke verköftest. Deck wollen de Stadt für uns schöne ansmehren. Säget dat nicht, Mutter, kann wohl handeln, und meg schuld de Friunsruien wollen nicht vor en dumm verkürpen. Wir hevet jo vor Weihnachten erste slachtet. Hebben wir denn nicht ne halve Specksäuen, euren Bauweschinken, euren paar Mettwürste over? Ich weet gar nicht, Junge, wat Deck von morgen in Koppes beuket. Worum wotte denn op mal partiu naar Stadt? Ich will meg n Schaldau kürpen, und tu ich, taun Freusen kaputt. Meine Kameraden hebben opperstund allen Schaldaug, und ich habe neinen. Und mit meinen eulen Kalmucks kaputte kann ich meg ook nicht mehr mit de sein laten. Und ute duschet hebben, und hacket vor de Keue heb ich ook in vorjutes nien. Und nu heb ich gisteren meg dat sau overlegt. Sech, Mutter, wat schall ich mitnehmen? Des Wallenbergsche kon sich noch gar nicht fahrten, und so woll Harm Hinnerk sein Marketgang utreden. Aber dei wurd ganz obster Natsch und leit sich nein Wort anbringen. Wo dat von ne Kurm was, nu faltet mich in. Den letzten Sonntag herren paar dügenische Bengels in Krauge Harm damit euwet, dat hei noch jümmer na seiner Mutter Pöpen danse, und wür doch all 28 Jahr alt. Und nu wurde doch einmal beweisen, dat hei eigentlich her was. Op een ander Mal könne den jo weer down wat de Mutter wolle. Wat soll des Wallenbergsche maken? Se gung op de Rauchkamer und hale von der Wüstekrauen Feldkeuker, da ein halben Kerelslang was und sau dicke wie ein Bein.
und sähe, die kostet $2, du förderst aber een 6 Stücken mehr, voor een Fall, dat ze dek wat afhandeln wilt. Mutter, voer Harm Hinnerk an, je schuld sein, dat ik nicht te korte komme. Und Harm Hinnerk tuch zijn Söndag-Nachmittagsrock an, zette sich seine Pudelmützen op, nam den grauten Deckelkorf in Arm, wurde wost mir höllisch langhalse neustiersche Rütkeik und gunk los. Arre an der Hustür was, kam mir noch einmal wieder drüber und sähe, na Mutter, von Nachmittag Glocke 2 sind ich wieder inne, und ich bringe dich auch Mutterlufen mit, nu heu ich gut inne. Und wege was hei. Et was butten noch düster, und dat Wehr was in Morgen so recht rosemusig und nievelig. Und als het gerade in Betten heller wurd, sag use Marketgänger, dat de Böhme an der Straten und de Mehlhalm und Grashalm an Graven voll Rühfrostseiten. Et marscheure se ganz bequeme, weil des nein Snöilach und de Straten was harte Frauren. Harm Hinnerk make darum all unterlaten Litschen drauf und juren eine anderthalb Stunde, der Wasser all hinner wiende. Je neger dat hij bij de stad kwam, je meer wordt het dag. Und arre voor een wiender deur was, der deile sich den Nievel und tuch mit breien witten Sträupen over de Lane. Und de Hirven kijk freundlich durch de Wolken, und wurd in ersten sau feuerrot, ar wenn de Lütschen Engel in Himmel in Böttentaun backende. Und op morgen de Sonne op, und ar Harm over dat holprige Plaster stolpere, de lang wiender Stratenhendal non Morke hen, glitzern und funkeln de witten Eisnorteln, ob den Turens und Döken, ar Silver und de Monten. Aber Harm Henner künner sich wenig Hij was halb verklommet und kehre erste Mal inne. Wo kann ich in Augenblick nicht vor wisse Wahrheit sagen? Was et nicht de witte Swan, was et wohl de zwarte Bäre. Wo süste leive Gott en Arm jut strecke, aber inkehren dir und warme sich ersten Betten. Butte wenn ich an grauten Kacheloven und inne wenn ich an grauten Slug Feuerwater. Denn hij dachte, du wilt gewickelt und gesneuert, holt beter. All nograu wurde nu teut non Marke hintergåen, und har mir so ein Feldköker in Korve, sagt de beste Stier, ob Marke utzeugen wolle. Der kloppene an op de Schulter und sähe, Gio Freund, sehr, wo is hij denn her? Harm Hinner kijk sich graute Deine Sau anredet Herre, was n Jungen, vornehm Herren, dat könne wohl sein, und use Leive Harm wurde ganz trauer an. Ich sin Harm Hinnerks Wollenbarg ut Nörten. Wo will hij denn mir seiner grauten Wurst hen? Och, da will ich heuer op Marke verkürpen. Verkürpen? Dat is man nicht sau. Weise man her. Da sitzt ja ein Segel an. Da hätt hij so de Akzeuse noch nicht opbetalt. De Akzeusig? Wat is denn dat, leive Herre? Alle wöste, de heuer an Marke Fähle bauen wird, möt het erste Stempel werden. Und dat kostet vor saune lange Wurst n 3 Stücke. Ich wundere mich, dat hij dat nicht weit. Hij kann noch von Glücke sagen, dat Ecket sin, da Irne mit der ungestempelten Wurst drippt. Ich sin nämlich der Wurstemester von Göttingen. Herr der Polizei Irne sau draupen, ohne Stempelmarke, denn sau Herse Irne de Wurste pant. Na, ich sei, hij weit heuer nein Bescheid, und ich will ne gern den Gefallen daun und nieme de Wurst mit in nor Akzeuse und drückeren Bläustempel op. In der Viertelstunde kommt hij heuer op het Rathaus und blifft da saulange op er Deel staan, bet dat ik uit der Deur komme, und den kann hij seine Wurst stempelt weer kriegen. Ja, leive Herre, wenn hij so gut sein will, dat is dankenswert. Und der Herre gongt mir seiner Wurst in der Hand op het Rathaus. Dat heb ik nog gute Draupen, balle Herr mich dat anfleitschet, sehr Harm vor sich hin. Und slujere mir sein legern Korve, n paar Mal manke de Luyen dür over'n Platz. Horche heuere mal hin, und horche da mal hin, wat de Fleischwaren und het Gemüse den Morgen wohl koste. Nu is de Viertelstunde herumme, dachte, het op'n Rathaustüren der Reifere Niegenslauch, und steigte steineren Treppen herup.
und der Rathausdeel münden viele Düren, und balle ut Düsser und balle ut jener Dür keimen Luie herriut, gingen herin, aber der freundliche Wostemester was noch nicht böi. Ey, wo blifte denn so lange? Ne Viertelstunde Herr Harm wolle liurt, und mein Wostemester was noch jümmer nicht zu sein. Donder weg, wo blifft denn? Ich wäre da süß meine Wost nicht quöit. Weer gaat ne Dür op, und so ne Art Polizeimensch kommt herriut. Unter de breien Nase so wat arne Schauböste, und unter'n Arm en dicken Packen Akten. Herr Wachtbester, kann hij mich nicht sagen, wo de Wostemester sich heuer upheult? Harm was an den Rechten kom. Der Ratsteiner, den Dei waset, Herr Justemente von Borgemester davor, dat hij de verkehrten Akten von der Schreifstjuben brocht her, n Wischer kriegen, da was noch gröver und kratziger Ardene unter de Nase her. Und darum was hij falsch wein Kettenhund. Wat kümmert Meck so'n Wostemester? Blarre hij Harm Hinnerk an, dat dei orlich te Hilfe schaut. Dat fehlt auch gerade noch, dat de Bjurens Knorren ein höher ärgert und trampet mir euren Transtieveln, dat Rathaus merig. Schert hij sich nicht leugtaun schinder, denn blenn ich ne de Treppen herunter, dat hat Ramolen Ratslaat. Wat schöll de arme Burse mocken? Hij gongt mir so ein legen Korve in Arm, wie de Rathaustreppen herunter, und bleif unten an der Treppen stehen. Wenn fast de Nägel west würe, so keike in de Stier, und was heil bedündert. Wat wel von Abend woll de Mutter sagen, wir können gar nix denken. So stunde und was unglücklich wie dat Water deipes. Harm Hinnerk, reib op einmal ne freundliche Stimme. Bist jud oder bist et nicht? Wo kommst du denn heuer her? Aber fehlt ek wat? Harm keik sich verwundert op, und wer me sag hei? Naverskind ut Nörten, holt grieven Marjanne, da sind n paar Jaren in Göttingen deine, bein Kaupmann Wetteborn. Etwasen düchtig merken, verständig und sinnig und flödig und sparsam, und dat et sich jümmer gut bedrogen herre, dat mösten ne de Feinde betuigen. Et verstund sich ob Stadt und Landarbeit, und bei der Herrschaft was et gut angeschrieben. Und Frau Wetteborn Herr Forken secht, en beter und triur merken, Herr se noch nicht in Deinste hat. Herr Hinnerk und Marjanne kennen sich von Lütschek op, und Herren Freuer jümmer graut opeinander heulen. De letzten Jahre herren se sich aber knappe mal sahen, und haben Herrer auch wenig angedacht. Denken die overall nicht gern. Aber Marjanne fehl an Urne, denn mit Soldaten op der Straten und op Danzerbodden sich herumgetaut trecken, dat heilt se sich te gut vor. Und oft her se mahnt, wenn de Leibe Gott so fuige und se kein Moltaun Feinde, denn woll se wohl ganz gieren op'n Swallenbergschen Hof in Nörten freuen. Den Morgen her se ju gerade op'n Marke innekauft und woll wir nach Hus gehen. Se ihren eulen Schaulkameraden in deipen Gedanken an der Rathaustreppen stehen sag. Se freue sich wie ein Kind, aber noch mehr Harm Hinnerk. Dene was et gerade, wenn Herr möst versinken, und ju reckene ane noch tau rechten Teut de Hand hin. Maroi und Joseph Breifer, Marjanne, dat bist ju ja. Gott loft, dat ich heuer in dieser frommen Stadt an Menschen drepe, den ich in Rat und Tat nehmen kann. Und nu fange an zu vertellen. Fertig was, und dat jure ne ganze Teut, stünn Marjanne de dicken Tran in die Augen. Arme Menschen, sehe se, wat ju mich djurst. Wat dat mit dem Wostmeister is, dat weit ich auch nicht. Dat mot wohl jetzt erst aneordnet sein. Aber da is wohl noch Rat vor. Komm, geh mitten nach ihren Hause. De Frau is gestern mit den lütschersten Kindern nach Bremen gefeuert, nach ihrer Schwester, und kommt morgen erst wieder. De grauten Kinder sind bette Glocke 12 in der Schaule. Und wat de Herre is, der arbeit op'n Kontor und leiht sich vor Mittag nicht sahen. Ich mott dat Mittagessen trichte morgen, und dabei können wir einen Mund voll miteinander küren. Wer willte mal überlegen, wat sich wohl morgen lädt. Wo gieren gung heim Mittag, und wat was dat vorne woll dort vor. Dat Marjanne ihne bedjure, und kürer trio hartig Mittag.
Als midden in de keuken kwam, meine hij eerst dan, ze herne in de besten stuven brocht. De keukens in Nörten würden jo alle duister und zwart von Raut und herren unklaug grauten Raukfang. Und düsse Kürke was hell und blank und her gar nein Raukfang. Onderdessen dat nu harm Hinnerk allens bekijk und bewundere, den snickeren hiert, der dreimal so lütschig was, dei in Uhren hielse, und her doch feier Feuerlöcker, dat blanke Koppern und missing Geschirr, dei fehlen witten Telders und Schütteln, und dei smucken Wände mit blau gemalten Porzellinkacheln Licht. Unterdessen bodde Marjanne Feuer an und sette Water op. Duurde nicht so lange, der funket Water an te singen und te kauken. Und der nahm sein Trinkglas, die ein paar Klump Zucker in und gauterheit Water over, dat Glas 3/4 voll was. Nu gaf secken Arak manke und reudert mit'n Lütschen Leppel so lange bette Zucker smulten was. Wat schall da jut wassen, dachte Harm Hinnerk und keik nöpe tau. Du hast allen wöin Wege morket, sehe Marjanne. Probeere düssen Krokkemal, da bekommt gut, wenn wer dürrefreuren is. Van en Krok, den wer trinken könne, Herr Harm Hinnerk noch nix gehört. Hij leidt sich aber nicht lange gräuten. Donder weg, merken sehr, dat is aber en kräftigen Drunk, den spürten jo bet in de Fautspitzen. Und heuer, beute mal an, sehe Marjanne, und stellen den Teller mit den Klappstücke vor, wo se ein paar dicke Scheuven Keulen Braun zwischenlegt herre. Dat laat ik me gefallen, sehe Harm. Ik lebe jo heuer wie use Graf. Aber en gladden witten Teller laat man weg, den brauch is de voor mek nicht smerig te maken. Ik nehme dat stulperstukke gleuk op hand. Ze kuren nu over dit und gent. Harm Hinnerk Herr sein Wastemester, mitsamt sein Feldkeukerane vergetten, und sag mit Verwunderungen an, wo flink de merken dat Kartoffelschellend afgong, und dat räuvend und hackend, und dat ganze Keukewerk, und dabei herse noch teut wat te verzellen und freundlich te lachen. Und hei en ersten Krok eute drunken herre, make se noch en zweiten, wo de Arak Vieren nicht anes Bord was. Is het een Wunder, dat het Usen Harm da in der Kürken unklaug hoge, und hij dachte gar nicht wie an weggoand. Aber der lütsche Uhr, die da an der Wand hänge, herret höllisch hille, und ticke, und auf einmal fung se an te snurren und te slaan, und höre erst gar nicht wie op. Kinderschluje, et slaat al 12, reibt Marjanne. Nu moste ik aber op den Weg begeven. Heuer hast du auch ein Lütschen Entgelt vor deine Wurst, dat heb ik von der Frieun als Helge Christe kriegen. Und mit dem drücke sie ne 2 harre Dollar in der Hand. Harm Hinnerk kijkt dat blanke Geld n Schier an und wordt ne Sauheit in die Augen. Am letzten Ende sehe, Marjanne, sehe, du bist n gut merken, und ich mach dich gern leuen. Wat meinst du, wir will baden miteinander fort Altar drehen? De Mutter het noch eergisteren gezegd, ik müsste bald ne Geo Frio hebben. Harm dat gezegd herre, der verjauch hij 6 Sylven over zijn hardesse. Aber hij herret nu mal herauszuslaan. Und dat Wort weer terugnehmen, dat gungt doch nicht. Wenn se man nicht allängersten Brügam in der Stadt herre, und hij wordt keult und heit vor Angst, und Marjanne, da was fuie reute wurden. So wat herse Harm Hinnerk gar nicht taue triuet. Und dat n stuivend Krok n Menschen so ne Courage maken könne, dat herse gar nicht bedacht. Se steuf herriut wie ein flüchtig Reh und leid ihren leiven Gast in der Kürken staan. Und da stund da bottern in der Sonne, und de lütsche Uhr ticke und tacke, und et Erdend sunk und sprüttele, wenn ser sich over lustig maken. Aber 2 Minuten nachher kam Marjanne wieder herin, gaf ne schämernde Hand und seh, wenn du mit meg tevrien bist und deine Mutter het nix hiegen meg, denne sind ik mit de inverstaan. Frag deine Mutter wat sehr taumant und ik will meine Mutter fragen. Ach, dat weit ik al den Vorjut, da will ik wedden. Da sind 1000 gern tevrien. Jose Mutter het ik mir al einmal louvert. Weil mit doch erst fragen. Nu ga jetzt und bestelle deiner Mutter einen Gruß von meg und bleib munter und gesund.
De neue Brüggam woll noch lange kakeln. Aber se schauf eine ut der Hustür und leib wieder in de Kürken und verjauch seg nicht lütschek ar allen paar Kartoffeln annebrennt würen. Harm Hinnerk aber, wer denen me zijn legen Korve den Morgen an Rathuse her staan sahen und sach in de Jets ut Wetteborns Huse kwam, da kenne gar nicht wir, sau strahlen dat Glücke uten trujen Augen. Ha herja seine Wost gut betalte krien, und ne düchtige Brut herren noch Taue krien. Wat könne sich Beters wünschen? Aber ein Schaldaug und Tuich taun Frösen kaputt. Wo ha eigentlich nor Stadt gorn was, dat kaufte sich nicht. Da würne de 2 blanken Dollars zu schafer. Da woll hei sich leiver taun andenken in Koffer in de Beular legen. Hij kaufte bloß der Mutter 2 graute Stuten und Korinchen derinne. Und selig wie ein Kind, den dat hilge Christ wat gebracht het, wandere hij uten Winder dauren und Nörtentau. Und wei wilt ne vor het erste gorn laten und mal sahen, wo denn de lange Feldkeuker geblieben is. Der junge Heere op Marke, da sich vor een Wastemester von Göttingen uitgegeben herre, was een Göttingschen Studenten mit Namen Triohold. Dat was een ganz jun Menschen, Herr aber een Schalm im Nacken und Marke gieren Spalk. Und arhein morgen op'n Wege non Kolleg, sau säget de Studenten tau ihre Schaule, harm Hinnerk sach mir so'n triohartigen Gesichte und er langen Wost, der prickene de Havern und hei konn sich nicht bargen. Hei moste ne mal Studentenstreich spielen. Dei gladde Wost lüstene, aber sen Bjuren sau aftekürpen, aren Hükerwöif, dat passene nicht. Hei wollen Menschen ersten Betten in Angst bringen und ne denn dat Geld vor de Wost in Breive schicken. Aren ju harm Hinnerk de Wost avelistchet herre, und was mit de opet Ratjuse gorn. Deu leit hei se sek in Papier wickeln und redde sek mit so'n Raufgjue dür de Hinnerdür. Arre de Wost nach Huse bracht herre, gunke in Kolleg. Und hei dan Stücker 5 bekannte Draupenherr, lauter lustige Burschen mit'n gesunden Morgen, la hei se alle op Glocke Elm taun Freustücke in Wiende in. Da leiten sich nicht lange nötigen, aber des, dat de marsten jieren bette Glocke Elm in Kolleg bleiben wollen, tückeret sich bette halbig 12 hen, ihr se no Wiende keim. Davor smeckene de gladde Wost mit samten Krausbeier sau viel beter. Et was eine lustige Gesellschaft, dei dorn Krau gesat. Und alle wollen sich deut lachen über dei gelungene Geschichte mit dem Wostemester. Der ganze Feldkeuker gung tau und alle anderen würden all mit ihrer duvelten Perchonen fertig. Bloß Triohold, Herren, lästen grauten Happen von der Wost, gerade in Mund steuken, dat de rechte Backe fußdicke afstund. Deu die sekte Dür op, und Triohold kreichen prell, datten dat Korvend heil vergette, harm Hinnerks Wollenbarch kam breitbahnig und seelenvergnügt herin, und woll op sein Glücke noch n Lütschens Ruck obsetten. Aber heit Triohold ansichtig wurd, der Stuffe, keikene von Koppe Bettetaun feuten an, gunker herume und betrachtene von der rechten und von der lochten halve, und op mal sähe, hey Muschevetter, wenn hei nicht der dicken Backen herre, denne woll ich 3 Finger opbüren und swehren, dat hei de Wostemester von Göttingen würe. Der Dschungelluje herren grauten Lusten leus zu platzen. Aber se dat verlegene Gesicht zeigen, wat Triohold morke, vergung dat lachend, und se merken, dat se den sö'n Wogen uten Graven helpen müssten. Wat fallt ihne in, Vetter? Sähe Ahne, der sich an ersten erfortet harre. Wo kann hei denken, dat düt der Göttingsche Wostemester is? Bewahre, denne kenn ich ganz genau. Derne süit düsse bloß viel ähnlich. Aber dat süit hei so sülven in, düsse arme Minsche, het unklauke Terneweidoge, und giesteren hätte sech so dicke Backen gekrien, dat knappen Wurt sägen kann. Nu sind wir mal mit übers Felde gorn, dat Betten Duld kriegt und nicht ganz verzoget. Aber ich seiet all längerst, hei kriegt wieder so'n Anfall von Pein, und hei mott wieder n Schiur budden gorn, bitte Linderunge het. Ich will man gleich mit vorangorn,
Drei anderen könnt langsam nachkommen. Und mit denen wurde nahmen den dicke Backe an Arm und Tuch in ihre Dür und trio halt was Frau und Leibe, dat so gut ihre Klemme kommen was. Ja, det lorgschen Terneweidoge, sehr Harm Henrik trio. Der düget nicht einmal n Sonndages wat kann ich auch n Leid von sing, ich weiter aber n Mittel vor. De Mutter het mich jümmer, wenn de Pöinte doll wurd, n Buiel mit heiten Kamillen op de Backen legt. Dat helpet. Und hei bedjuren Menschen mit seiner dicken Backen und drunkt au sein Trost in de lütsche Loge, ehre den Weg, wie zwischen de Beine nahm. Et her eine Teut lang Zweislorn, in Nörten anlange. Hei sagt sein Hoff erliggen, der mott einen lütschen Beutel, der noch nicht nor Schaule brüke, da sunk, watte ihren Löwe winnen konne. Henschen satt den Schoßstein und flicke seine Schau, der kammen wacker merken her und kijkt ne neupe Tau. Henschen, wenn du freuen wust auf freue du no meck, ich hef nen blanken Dollar, den will ich geben deck. Ar Harm Henrik dort singen höre, Gräunike mit den ganzen Gesichte und Fäule in seine Ficke, wo de $2 instecken. Junge, wo hast du denn da Tuich und Schaldaug? Frauch eine seine Mutter, also in Korve, dene hei Henrike nix fund, de 2 Mutterluffen. Aber Harm machen listig Gesichte und sehe, Mutter, wenn ich in neuen Haushalt anfangen schall, denne mott ich doch an de Sporen fangen. Dat heb ik dich al jümmer vorprediget, dat de sparsam sein schast, und drogen nicht so viel Geld non krauge, dat de Kreugers von den Zweetruppen sich viele Doge moket. Aber wat meinst du denn mit den neuen Haushalte? Na, du hast doch irgendwann gesagt, ich müsste nu balle Anstalt machen, dat ich ne Jue Frio kriege. Davon hast du doch noch neine. Nee, Frio nicht, aber ne Brut. Junge, rede mich nein dumm Tuich. Wer soll denn deine Brut sein? Machst du denn Holtgrieven Marjanne nicht leuen? Dat is ein gruilicher Krat merken, aber wat wusst du doch mit de Segen? Na, und Marjanne ist meine Brut, sehr Harm Henrik, und funk an to vertellen, und des Wallenbergsche slauchte Henne over'n Koppe te helpen, dat hij sich sylven wat freu war wird har. Twoller gar nicht in Koppe, dat sei de Sorge nicht innefirmt herre. Aber an letzten Ende freue sie sich doch, dat se saune Jue Schwägertochter kreich. Und Marjanne ihre Mutter seh auch nicht näher. Und lecht missen was Handlöfte. Und zwischen Austern und Pfingsten was hochtöit. Und Jahr Rupp lehre de alles Wallenbergsche wir et singend und sung all unterlaut. Ei, Popeye, wat krüsselt ins Trau, dat sind de leiven Geuse und heften eine Schau. Schaus, da hat lederne Leisten dat Tau, drum löbt de leiven Geuse und heften eine Schau. Und wer ist da an allen schuld, Anne? Nemmes, de lustige Studente Triohold. Dei vorn Feldköiker noch dat Tau, nur 8 Tagen dür de Post $2,5 schicke, und noch viele Jahre nachher. Hei all Kronanwalt in Göttingen was, vertelle sein Frünn noch gierende Geschichte von den Wastemester von Göttingen. Dat aber alle Studentenstreiche so gut aflaupet, kann ich nicht behaupten. Am besten is et jümmer, wenn de Studenten vor de vielen blanken Dollars, die sie kostet, tüchtig studiert, dat et nachher nicht het, het studiert mit an Hals. Aber in Kopf is nix herinnekom.